Die nächste Rednerin, die braucht ganz viel Aufmerksamkeit von uns. Sie spricht uns quasi aus der Seele. Oder soll ich sagen, aus vollem Leib und Seele? Naja, wie dem auch sei, sie versteht uns und wir fühlen mit ihr. Lehnt euch nun amüsiert zurück. Hier ist sie, Frau Kühne. Ja, Abend, Mädels. Hör mal, ich finde das irre, dass ihr schon so eine Stimmung habt. Super. Ich bin hier hingekommen, ich hatte richtig gute Laune. Kommt mir Martin Schops entgegen, begrüßt mich, sagt: Ingrid, grüß dich, dick bist du geworden. Hallo? Ist für eine Frau der Tag gelaufen, oder? Also ich sag mal so, es ist jetzt so, das trägt ein bisschen auf. Also da machen wir kein Tuch drum. Ne? Ich hatte gestern auch noch so ein Erlebnis, ich stand vorm Spiegel. Boah, ich denk, muss er abnehmen? Also den Spiegel. Ja. Nein, es ist wirklich so. Ne? Ich hatte letztes Jahr im Sommer, meinen Bikini in so einer alten Kiste wiedergefunden. Und da habe ich gedacht, Kind, du musst was tun, 10 Kilo müssen runter. Läuft super, fehlen nur noch 13. Ja. Ja. Ich sage immer, als Frau, diese Diskussion, es gibt doch nichts Schlimmeres, dass wir in einer Gesellschaft leben müssen, wo der BMI wichtiger ist als der IQ. Hallo? Hör mal, so ein IQ, da kannst du nichts dran machen. Wenn du blöd bist, bist du blöd. Aber so ein BMI, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Mein Mann war da immer mit dran. Ingrid, dein BMI, Ingrid, dein BMI, dein BMI. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung für Bohrmann Ingrid. Ja, aber das heißt anders. Das heißt irgendwie Body muss in die Inventur oder sowas. Und das Beste ist, den kannst du ausrechnen. Da musst du rechnen, irgendwie Größe mal Gewicht geteilt durch Donnerstag oder sowas. Dann weißt du den und es ändert sich nichts. Ja, was soll ich denn dann ausrechnen? Einmal habe ich das gemacht, das war total witzig. Die Zahl, die da rauskam, war die gleiche wie mein IQ. Ja? Siehst du, ihr habt das verstanden. Ich bin verdammt schlau. Nein, ich sage immer, als Frau hast du es schwer genug, wenn du früh morgens Mutterseelen allein im Badezimmer stehst und du fühlst dich beobachtet. Von so einer Waage, die da unten an der Erde liegt. Ich meine immer, diese 2 Nullen aus der 100, die starren mich an. Du hörst sie immer rufen: stell dich drauf, stell dich drauf, stell dich drauf. Und du bist noch nicht. Mit dem ersten Fuß in Richtung Waage, dann kommt mein Mann rein. Na, Schatz, was wiegst du? Ich sag, suchst du Streit oder was? Ja, sagt er, du kannst mir doch sagen, was du wiegst. Ich sag, ich kann doch lassen. Ach, sagt er, sag es doch. Ich sag, nein. Ach, sagt er, komm, nur die ersten 3 Zahlen. Ja, wenn du mit sowas verheiratet bist, brauchst du keine Feinde mehr, ne? Weißt du, und das Schlimme ist, ich hatte mir jetzt extra so eine russische Waage gekauft. Hatte ich gelesen in der Brigitte. Russische Wagen isst man nicht so schwer. Da sagt mein Mann, wie kommst du drauf, dass das eine russische Waage ist? Das ist eine russische Waage, steht die Firma doch drauf. Ich sag, Povoronov, ist das russisch? Sagt er, bist du bescheuert? Sagt er, das heißt Power, on, off. Nee, bei sowas bin ich rigoros. Fenster auf, Waage raus, Fenster zu, ne?
Die andere Waage, die ich hatte, die stand ja auch schon seit Wochen in der Ecke. Ich hatte sie in der Ecke gestellt. Ich sage, ich hole dich erst wieder raus, wenn du dich bei mir entschuldigt hast. Nein, weißt du, und dann steht mein Mann noch in der Ecke. Der steht immer noch da in der Tür rum. Ich sag, pass mal auf, mein Freund. Ich sag, dein Gegrinse. Ich sag, meinst du, ich soll jetzt eine Diät machen? Ich sag, ich mache keine Diät. Ich mache erst eine Diät, wenn mir mein Schal nicht mehr passt. Ja. Nein, weißt du, und dann steht der da und guckt einfach nur. Ich sag, pass mal auf, mein Freund. Ich sag, weißt du, was mir nicht passt? Sagt er, weiß ich, seit der Kleidergröße 36. Hör mal, geht gar nicht. Ich meine, das ist jetzt noch harmlos im Vergleich dazu, wenn du mit einem Mann im Auto sitzt. Kennt ihr das, wenn du im Auto sitzt als Frau und willst Auto fahren und dein Mann sitzt neben dir? Du meinst, du hast es verlernt. Und wenn du es nicht meinst, sagt er dir. Meiner saß letztens neben mir und sagte zu mir, sag mal, was du eigentlich in der Fahrschule? Ich sag, ist ja länger als du. Ja, nein, und Männer sind im Auto ticken anders. Männer gucken auch immer so. Weißt du bist mit denen am Erzählen und mittendrin sagt ein Mann, hast du gesehen? Sprit 1,11. Hör mal. Das gibt es gar nicht. Du fährst 800 Kilometer in den Urlaub. Du machst Urlaub, du steigst aus, Berchtesgaden, Bergwelt. Du guckst und sagst, mein Gott, ist das hier schön. Schön? So, hast du gesehen? Sprit 1,17. So sind Männer. Ich sage immer, auch beim Tanken, die wissen das immer alles besser. Wir Frauen, wenn wir tanken müssen, wir gehen nicht gerne tanken, das ist so. Das hält auf. Wir haben ja auch immer 30 andere Baustellen noch. Nein, aber du fährst als Frau auf so eine Tankstelle und dich beschäftigt nur ein Gedanken. Auf welcher Seite war die Klappe? Dann halten wir an so einer Zapfsäule. Wenn die Säule noch unseren Sprit hat, da freuen wir uns. Dann steigen wir aus. Also wenn es geht. Oft ist ja so, dass du mit der Tür dann vor die Säule haust. Ja, das passiert. Mein Mann sagt letztens, was machst du denn dann? Ja, ich sage, da fahre ich 2 Meter vor. Er sagte, das ist teuer. Da geht der Anlasser kaputt. Das ist teuer. Ja, ich sage, teuer. So, meinst du das billiger, wenn ich 30 Mal die Tür vor die Säule hau? Nein, aber wie gesagt, und dann steigen wir aus, da machen wir diese Klappe auf von dem Auto, holen den Zapfschlauch, diesen Rüssel, tun den dann rein und in dem Moment vorne an diesem Rüssel, da ist so ein kleines Schnüppchen dran. Und das Schnüppchen machen wir fest, dann läuft der Sprit von ganz alleine aus der Säule in das Auto. In der Zeit können wir schnell 2 WhatsApp schreiben, eben Mama anrufen, eben schnell eine rauchen. Und ja, und in der Zeit, dann sagt irgendwann dieses Schnüppchen-Set, klack. Klack heißt fertig. Ja, dann nehmen wir den Rüssel raus, hängen den ein, dann gehen wir in die Tankstelle rein. Da sagen wir, ich hatte die Säulenummer, der blaue da. Ich sag immer, wofür soll ich mir die Nummer merken? Da arbeitet eine intelligente Frau, die weiß die Nummer. Ein Mann ist anders. Ein Mann, wenn der auf eine Tankstelle kommt, der weiß, wo die Klappe ist. Der weiß, wo der halten muss, wo es seinen Sprit gibt und der weiß die Nummer. Gut, der weiß jetzt nicht, wann er Hochzeitstag hat, aber ja, man kann nicht alles im Leben behalten. Und ich sage immer, Männer tanken auch ganz anders. Die machen auch die Klappe auf, der Rüssel raus, da rein. Die machen auch dieses Schnüppchen fest.
Aber dann stehen Männer und gucken. Und gucken. Gucken einfach, wie der Sprit wirklich aus der Säule durch den Schlauch in das Auto läuft, obwohl der Schlauch gar nicht durchsichtig ist. Und dann stehen die immer noch und gucken und gucken. Und irgendwann macht dieses Nüppken, das geht ja auch bei Männern, dann macht dieses Nüppken Klack. Klack heißt fertig. Nicht bei Männern. Männer gehen dann um diese Säule rum, dann geht die Hand an der Rüssel da und dann wut, 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 wut. Warum? Hör mal, Männer tanken immer auf glatte Summe. Warum? Letztens steht einer vor mir an der Kasse. Da sagt die Kassiererin auch, 60 €. Ich sag, Kollege, du hast jetzt wieder auf glatte Summe getankt. Warum? Haseter, ich kann das fiese Kleingeld nicht leiden. Ich sag, du hast mit Karte bezahlt. Ich hab das in einer Sitzung gehabt, da sitzt ein Mann in der ersten Reihe, der sagte, ich sag dir warum. Ich sag es. Sagt er, das sind Glücksgefühle. Ich sag, musst du ein scheiß Leben haben, ehrlich. Ja, nein, aber wie gesagt, wenn Männer dann tanken, ich warte mal da drauf, 50 €, die ziehen diesen Rüssel raus und sagen, Strike. Vergesst es. Machen Männer nicht. Weil Männer ziehen diesen Rüssel nur ein Stückchen zurück und dann schütteln sie ab. Achtet drauf. Ehrlich, achtet drauf. Die schütteln ab. Aber auch da, ich weiß es nicht warum. Es kann sein, um die letzten 3 Tropfen da im Schlauch, ne? Ich meine, es kann auch Gewohnheit sein. Ich weiß es nicht. Nein, ich sage immer, das ist ja Tanken und sowas mit Männern. Ne? Ich sage immer, ich freue mich immer, wenn wir abends zusammen mal Fernsehen gucken, mein Mann und ich. Das ist immer schön, wenn wir dann auf der Couch sitzen. Ich sage, was ich gucken will. Er sagt, was geguckt wird. Und 10 Minuten später auf der Fernbedienung einschleift. Ist immer super. Weißt du, und irgendwann sagst du als Frau, weil wir arbeiten ja den ganzen Tag, ne? Wir sagen dann so, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Da sagen Männer immer, ja, ich guck noch was. Ich sag, was denn? Ja, was? Ja, ich sag dann, guck mal noch was. Da stehst du als Frau auf, legst die Decke zusammen. Meinen Männer auch immer, das macht die Decke nachts alleine. Ne? Dann kommen wir in die Küche, dann stellt meiner immer den Teller auf die Spülmaschine. Ja, alle gleiche Schicksal hier, ne? Hab ich ihm auch erklärt. Ich sag, du brauchst das nicht draufstellen. Ich sag, kommt gar kein Wasser hin. Ne? Ja, da gehst du als Frau noch schnell in den Keller, machst du die Wäsche, dann gehst du nach oben, weil jetzt willst du schlafen und in der Zwischenzeit hat dein Mann dich überholt und liegt schon und schläft. Ja, und da musst du ja jetzt in das Schlafzimmer rein, aber leise. Weil wir Frauen sind manchmal froh, wenn du reinkommst ins Schlafzimmer und dass der schon schläft. Ja.
Ja, ja. Und ich meine immer, ich ziehe mich dann immer auf den Flur um, Nachthemd drüber, das liegt sowieso über den Flur, über das Geländer. Und dann gehst du leise in das Schlafzimmer. Und mit einem C findest du den Bettpfosten. Ich meine immer, wenn mein Mann sich hinlegt, schiebt er das Bett mit den Knie einen Meter rüber. Ja, und das Schlimme ist, dann liegst du im Bett und du kannst nicht schlafen, weil dein Fuß puckert. Und neben dir liegt jemand und der atmet. Ja, ich sage immer, atmen muss er, aber wie? Männer atmen aggressiv, finde ich. Ja, meiner liegt immer so auf der Seite. Und dann hat er hier seine Tasche. Und da sammelt sich das so, was der so wegatmet. Ja, und Männer atmen immer so 6, 7 Mal so. Und beim 7. Mal machen Männer dann immer. Mädels, ich sage euch doch nichts Neues. Nein, und das ist ja so, die sind auf 7 Mal getaktet. Jetzt gibt es aber Tage, da ist das nach 5 Mal schon voll. Ja, da geht auch schon mal so eine Rutsche in den Kopfkissen, das passiert. War vorgestern im dänischen Bettelager, da sagt die zu mir, Achtung. Ich sag, was? Sie sagt, Achtung, Hausstaubmilben auch in ihrem Kissen. Ich sag, erzähl doch keinen Quatsch, ich sag, bei uns sind die alle ertrunken. Aber ich sage immer, es gibt nur eins, was schlimmer ist, wenn der Mann nach Hause kommt und du liegst im Bett und schläfst. Ne? Männer kommen dann ja nach Hause, dann hatten die so 1, 2 Bier pro Minute. Und dann fängt meiner an, dann sucht der Lichtschalter. Ich sage mal, der wandert doch nicht. Und dann haben Männer immer nasse und schwitzige, dreckige Hände. Und dann sucht er immer um der ganze Schalter. Da ist es schmoddelig, ist es da. Letzte Woche hat der Karl-Heinz, ein Freund von meinem Mann, der hatte das, war witzig, der hatte unten die Küche weiß gestrichen. Hab ich gedacht, Mensch, könnte er ja oben mal eben neben der Schalter eine Runde. Ich sag, Karl-Heinz, wenn du gleich fertig bist, ich sag, gehst du eben mit mir nach oben ins Schlafzimmer, da zeige ich dir mal, wo der Ralf immer nachts hinpackt. Ja, ich habe den Karl-Heinz nicht mehr gesehen. Aber nein, ich finde, Männer kommen dann rein, dann machen die Paff, Stadionatmosphäre, Flutlicht, alles hell. Und dann stellen die sich vor den Schrank, sichern mit der einen Hand ihren Stand ab. Wichtig, immer an der Schrank, wo der Spiegel ist, ne? Kennen wir alles, ne? Und dann stehen die vor der Spiegel und mit der einen Hand geht das an die Buchs. Und dann kommt dieser Foxtrott-Vierfachschritt, dieses nicht umfallen. Ne? Ja, das ist Absicherung auf ganzer Linie. Die Hand und dann Lauf. So, und dann geht das an den Gürtel. Wenn die den Gürtel los haben, der Knopf. Und wenn die den Knopf los haben, geht das rutsch, der Reißverschluss. Und dann stehen Männer und hüppen. Ja, da hüppen die, dass die Buchs nach unten fällt. Immer noch mit der Absicherung, war es ganz wichtig. Und dann kommt das Schwierigste. Da müssen die mit das rechte Bein über das linke auf die Hose treten und mit dem linken hinten aus die Buchse raus. Ja. Ich bin so froh, dass er sich da noch nicht das Genick gebrochen hat, ehrlich. Nein, und der Hammer ist ja dann, wenn die aus die Buchse raus sind, dann gucken die so komisch nach unten. Weil dann sehen die Socken. Weißt du, da hörst du förmlich arbeiten, wie komme ich da dran?
Aber runter geht nicht, also muss der Socken hoch. Das, ja, weißt du, und dann stehen die immer so, weißt du, so, abgesichert und dann immer den Fuß so quer rüber. Wenn die Hand aber nach der Socken geht, dann fallen die immer wieder um. Ne, immer wieder zack, 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 immer wieder. Oh, nee, Entschuldigung, Armlänge, Entschuldigung. Nee. Entschuldigung. Also. Nein, aber, ja, sonst bin ich wieder schuld. Und dann, hier, wie gesagt, da hast du dann so eine Mauer und an die Mauer finden die Halt. Und dann können die mit die Hand dahin und die... Also eine Socke. Weißt du, und wenn der die aus hat, dann guckt der so rüber und denkt, eine Socke reicht. Ja, und dann lässt er sich fallen, bumst in ein Bett und dann liegt er. Und dann gibt es 2 Varianten. Variante 1, der schläft sofort. Dann kannst du die Lichter ausmachen, Türen zu, alles kannst du dann machen. Wenn der jetzt nicht sofort schläft, ja gut, dann atmet der erst wieder komisch, aber dann macht er erst den Fuß raus zum Bremsen, den stellt er an die Erd und dann irgendwann tippt er mich an. Ingrid, hör doch mal, Ingrid, hallo. Und du musst ja die ganze Zeit so tun, als ob du schläfst. Ja. Aber irgendwann kannst du nicht mehr und dann bist du genervt und dann sagst du, ja. Da sagt er, Gott sei Dank, kannst du auch nicht schlafen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe jetzt 3 so Nächte hinter mir, ich gehe um Zahnfleisch. Deshalb sage ich euch, meine Zeit ist jetzt um. Ihr wart ein super tolles Publikum. Ich verschwinde jetzt hier von der Bühne und wünsche euch einen schönen Abend noch. Der Frau Kühne! Lasst uns ausrufen auf Frau Kühne, ein dreifaches Kölle! Frau Kühne! Liebe Ingrid, ich darf dir auch als Trostpflaster für all deine Erfahrungen diesen Festkomitee-Orden überreichen. Als einzige weibliche Rednerin freue ich mich natürlich ganz besonders, dass du heute bei uns warst. Und das ist dein Applaus.